Gut. Gut, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Feiern mit den Kleinen. Das ist ein Adventsfeiern, das wir hier haben, weil 5. Dezember ist. Und, wie schon gesagt, wir haben schon bald Weihnachten und darum werden wir heute auch eine Weihnachtsgeschichte hören. Die habt ihr ja sicher alle schon mal gehört. Mindestens einmal wahrscheinlich auch schon mehrmals. Und heute ist es eine lustige Geschichte. Heute geht es nämlich um ein Kamel. Wisst ihr, was ein Kamel ist? Wie viele Höcker hat ein Kamel? 2, genau, 2 Höcker hat es. Und heute geht es um ein störrisches Kamel, das auf eine Reise hätte können oder ist gegangen, aber mit Widerwillen. Es hat nicht so gerne auf die Reise gehen, weil es hat nicht wandern. Aber, weil es dann eben gleich gegangen hat es dann ein grosses Wunder erlebt. Aber jetzt verrate ich nicht mehr zu viel, weil die Geschichte werden wir dann noch erzählen. Wir hören jetzt ein Lied abhören, weil wir nicht singen leider. Wir das Lied abspielen, bald, bald ist Weihnacht. Gewisse von euch haben sie, als sie hier reingekommen sind, schon die Krippenfiguren angeschaut. Und wenn ihr jetzt vorher Miriam gut zugelassen habt, habt ihr nämlich auch gemerkt, dass da jemand fehlt. Habt ihr das gesehen? Ja. Wer fehlt denn da vorne? Die 3 Könige, die sind hier, die haben einfach zum Teil ein bisschen spezielle Kronen an, nicht so typisch wie wir haben. Wer fehlt denn? Ja. Das Kamel, genau. Die 3 Könige hier, die haben nämlich ein Kamel dabei gehabt. Genau. Ich bin nämlich auch noch dabei gewesen. Und ich erzähle euch jetzt, wie ich die Weihnachtsgeschichte erlebt habe. Ja, zuerst wollte ich nämlich gar nicht mitwollen. Aber hört gut zu, was dann alles passiert ist. Genau. Es ist nämlich lang her, vor langer Zeit. Und weit weg von hier haben mal ein Esel und ein Kamel gelebt. Beide haben den Tag durch für ihre Besitzer geschafft und haben in der Nacht in einem trockenen Stall geschlafen. Und beide haben sich immer fest gefreut, wenn ihre Futterkrippe voller Heu war und sie etwas zu essen hatten. Aber sonst waren die Tiere sehr verschieden. Der Esel, der hat den Josef gehört, einem Zimmermann aus Nazareth. Er hat dem Josef fleissig bei der Arbeit geholfen.
Das Kamel, eben das hier, das hat einem vornehmen Herr gehört, dem Balthasar. Er ist von den Leuten wie ein König behandelt worden und darum hat auch das Kamel ein königliches Leben gehabt. Wenn der Balthasar mit dem schönen Sattel gekommen ist und zum Kamel gesagt hat, «Komm, wir gehen zusammen ausreiten», hat das Kamel gesagt, «Muss das sein? Kannst du nicht allein gehen? Oder geh doch du zu Fuß. Das tut dir gut, das ist viel gesünder, als wenn du auf mir reitest.» Das Kamel und der Esel, die haben also zwei ganz unterschiedliche Leben geführt. Und sie haben übrigens auch ganz weit auseinander gewohnt, in zwei verschiedenen Ländern. Aber dann ist plötzlich etwas passiert, das die beiden zusammengeführt hat. Plötzlich hat der Esel nicht mehr nur den Wagen vom Zimmermann ziehen, sondern manchmal auch eine schwangere Frau auf dem Rücken tragen. Sie hat Maria geheissen und war die Verlobte von Josef. Ein Engel hat zu der Maria gesagt, dass sie ein ganz besonderes Kind wird bekommen. Der Josef wollte, dass die Maria sich schont und darum auf dem Esel reitet. Und der Esel hat sich gefreut über die neue Aufgabe und ist extra sorgfältig gelaufen. Ein paar Monate später hat der Esel vom Stall aus eine Truppe fremde Soldaten gesehen. Es waren Römer und nicht gerade freundliche. Sie haben die Dorfbewohner zusammengetrommelt und haben gesagt, «Hört genau zu, unser Kaiser Augustus will, dass wir euch alle zählen. Und darum müsst ihr dort hin, wo eure Familie ursprünglich herkommt. Und für das habt ihr genau 2 Wochen Zeit. Verstanden?» Puh, so haben sich auch die Maria und der Josef und der Esel auf den Weg nach Bethlehem müssen machen. Der Esel hat gemerkt, dass die Maria und der Josef sich auf die Reise nicht freuen. Er selber hatte keine Ahnung, wo Bethlehem ist. Aber er hat sich auf das Abenteuer gefreut. Der Josef und die Maria und der Esel sind tagelang südwärts gewandert. Es war eine strenge Reise. Aber der Esel hat sich die Laune nicht verderben. Er hat gefunden, jede Reise hat doch etwas Gutes. So lerne ich eine neue Gegend kennen. Unterdessen war auch beim Kamel einiges los. Mitten in der Nacht ist der Balthasar gekommen und wollte reiten. Das Kamel hat gedacht, was für eine blöde Idee, jetzt mitten in der Nacht reiten. Erstens sieht man nichts und zweitens hört man unheimliche Geräusche. Er wollte schlafen und er hat sich dann einfach schlafend gestellt, bis der Balthasar wieder gegangen ist. Aber am nächsten Tag ist der Balthasar wiedergekommen. Sogar noch mit 2 weiteren Männern und sie haben gesagt, komm Kamel, jetzt machen wir uns auf die Reise. Wo haben denn, hat das Kamel wissen? Das wissen wir auch nicht, haben die 3 Männer gesagt. Aber wir haben einen neuen Stern entdeckt, der uns den Weg zu einem Kind wird führen. Und wir glauben, das ist ein Königskind. Das Kamel schüttelt den Kopf und sagt, ich gehe doch nicht auf eine Reise, ohne zu wissen, wohin. Und in der Nacht reise ich sowieso nicht gern. Und von einem Stern als Reiseleiter habe ich also noch nie etwas gehört. Aber die Männer, die haben nicht aufs Kamel gehört. Sie haben den Sattel drauf getan, Gepäck beladen und dann sind sie losgezogen. Schon gleich hat das Kamel geklönt. Wenn sind wir endlich dort? Ich mag nicht mehr. Wir haben keine Ahnung, haben die 3 Männer gesagt. Aber wir sind sicher, dass sich die Reise lohnt. Das hat das Kamel nicht glauben. Mittlerweile sind der Josef und Maria endlich in Bethlehem angekommen und haben einen einfachen Stall als Unterkunft gefunden. Der
Esel hat sich mit den anderen Tieren unterhalten, die im Stall gewohnt haben. «Was macht ihr da?» hat der Ochs gefragt. «Das weiss ich auch nicht genau», hat der Esel gemeint. «Aber es wird sicher einen Grund haben und mir gefällt es hier.» Die 3 weisen Männer, sie wären dann zuerst zu einem Palast vom König Herodes, weil sie gedacht haben, klar, ein Königskind, das muss doch im Palast auf die Welt kommen. Oh, da hat es am Kamel gefallen in diesem Palast. Aber König Herodes hat sie weggeschickt. Und auch der Stern ist weitergezogen. Das Kamel hat geschumpfen. «Oh nein, nicht schon wieder wandern! Können wir nicht zuerst eine Pause machen?» Aber die 3 Männer, die waren nicht aufzuhalten. In dieser Nacht ist ein besonderes Kind auf die Welt gekommen. Das Kind, das der Engel der Maria verheißen hat. Maria und der Josef haben sich sehr über ihren Sohn gefreut. Sie haben ihm den Namen Jesus gegeben und ihn zum Schlafen in die Futterkrippe gelegt. Nachdem die Hirten das besondere Kind besucht haben, sind auch die 3 fremden Männer und ein müdes Kamel beim Stall angekommen. Sie haben sich gefreut, dass der Stern stehen geblieben ist und sie auch am Ziel angekommen sind. Während die 3 weisen Männer das Kind und seine Eltern besucht haben, war das Kamel beim Esel im Stall. Der Esel hat gemeint, hey, wir haben schon ein grosses Glück, dass wir so etwas miterleben dürfen, nicht wahr? Nein, überhaupt nicht wahr, hat das Kamel gesagt. Das war ganz eine schreckliche Reise. Und wo endet sie? In einem schäbigen Stall. Für das hat ja so nicht so weit reisen müssen. Der Esel hat das Kamel trösten und ihm vom neugeborenen Kind erzählen. Aber das Kamel hat gar nicht zugelassen. Und es hat sich auch nicht in den Stall reinlocken, dass es gesehen hat, was dort los ist. Und da sind dann auch schon die 3 weisen Männer wieder rausgekommen und haben zum Kamel gesagt, komm, wir gehen retour. Was? Schon wieder zurückreisen? Geht's euch noch? Hat das Kamel gemurrt. Der Esel, der hat ihnen noch lange nachgeschaut. Das Kamel hat ihm so leid getan. Es war so nahe bei einem grossen Wunder gewesen. Und trotzdem hat es alles verpasst. Nach einer Stunde wollte das Kamel fragen, «Geht's noch lang?» Aber die Frage ist ihm gerade im Hals stecken geblieben. Es hat ja gewusst, dass es noch eine wahnsinnig lange Reise ist. Aber immerhin, warum sie die gemacht haben, hat es immer noch nicht gewusst. Dann ist es aber plötzlich stillgestanden. Nach einem Moment hat das ganze Gepäck abgeschüttelt und ist schnurstracks zurück nach Bethlehem gesprungen. Das Kamel ist erst stehen geblieben, als es durch das Fenster in den Stall schauen konnte. Dann hat es gesagt, das ist doch gar kein normales Königskind, so arm und ohne Diener. Aber wenn die Engel von diesem Kind erzählen und ein neuer Stern aufgeht, wenn die Hirten und sogar die weisen Männer so weit reisen, um das besondere Kind zu sehen, dann muss es doch eben wirklich besonderes sein. Jetzt komme ich raus. Das ist ein Kind vom Himmel. Ich bin diesen Esel, hat das Kamel gesagt, jetzt hätte ich das fast verpasst. Der Esel musste schmunzeln und hat gesagt, ja, jetzt bist du so gescheit wie ein Esel, du stures Kamel. Und beide haben lang und laut miteinander gelacht. Genau, so habe ich die Weihnachtsgeschichte erlebt. Gell, Kinder? Ich war zuerst schon ein kleines Kamel, das ich nicht auf einen Esel hören wollte.
und gar nicht wollte den neugeborenen Christus schauen. Und nachher, als wir wieder daheim waren, bin ich so froh, dass wir diesem Stern nachgereist sind. Und darum, dass auch ihr daran denkt, was der Stern verkündet hat, wollen wir jetzt miteinander einen Stern basteln, der euch an die Weihnachtsgeschichte und an die Geburt von Jesus Christus erinnern soll. Genau. Wir wollen miteinander jetzt, oder jedes darf so einen Stern basteln von euch und den dann mit daheim aufhängen und daran erinnern, was das Kamel Wunderbares erlebt hat, weil sie eben dem Stern, dem sonntigen Stern gefolgt sind. Wir werden euch jetzt dann alle am Platz so ein vorbereitetes Bastelset bringen. Ihr dürft die Tüten, die wir schon zusammengeklebt haben, nehmen, die Schablonen drauflegen, die Eckchen hier nachzeichnen und oben der Spitz. Und dann müssen Mami oder Papi oder Grossi oder Grosspapi vielleicht ein bisschen helfen schneiden, das geht ein bisschen streng. Ihr schneidet dann hier den Spitz ab und die Zackeli hier. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr die Streifen so draufkleben, dass sie oben rausgüchseln. Und dann kann man dann den Stern wie den so auffächern und den Faden durchziehen. Der ist schon geknüppelt, den kann man dann so doppelt durchziehen und so eine Schleife machen, dass er schön zusammengeklebt wird. Die dürfen natürlich nachher dann schon mal so auffalten, dass ihr seht, wie die aussehen. Und zum Heimnehmen kann man dann den ganz einfach wieder zusammenfächern und dann könnt ihr ihn dann heimfächern. Und die das feiern mit den kleinen Digital schauen, die finden die Bastelanleitung auf unserer Homepage. Jetzt bringen wir euch gerne so ein Bastelset an Platz und wenn dann alle bedient sind und wissen, wie es geht, tun wir dann zum Basteln noch zusammen ein Lied hören. Das grösste Geschenk von der Weihnacht.
Ich habe gesehen, dass ihr ganz wunderbare Sterne gemacht habt. Zum Heimnehmen müssen sie teilweise wieder zusammenfalten, sonst werden sie ein bisschen leiden. Aber in dem Lied, das wir jetzt gerade gehört haben wir gehört, das grösste Geschenk der Weihnacht ist auch nicht aus Papier. Ihr nehmt jetzt das Geschenk mit heim. Und es soll euch an Weihnachten erinnern, aber das, was ihr mit heimnehmt, ist selber nicht das grösste Geschenk. Sondern das grösste Geschenk ist das, das der Esel entdeckt hat. Es ist das Jesuskind in der Krippe. Und das hat ihm Freude und Frieden gegeben. Und für diese Freude und diesen Frieden möchte ich jetzt auch noch für uns und mit uns zusammen beten. Ich bete. Guter Gott, danke dir für die Geschichte vom Kamel. Danke, dass es Freude und Frieden entdecken. Auch wenn es am Anfang gar keine Lust hatte zum Wandern, gar keine Lust hatte, zu dieser Krippe zu gehen. Danke vielmals, kannst du auch uns Freude und Frieden geben, so wie du dem Kamel Freude und Frieden gegeben hast. Trotz der Umstände, dass wir Weihnachten feiern und die Freude und den Frieden im Herzen spüren. Lass du uns das so erleben, wie wir das können. Wir danken dir dafür. Und so wünsche ich euch das, dass wir mit Freude und Frieden in die weitere Adventszeit hineingehen, dass ihr das erleben und dann auch an Weihnachten erleben, auch wenn es dieses Jahr vielleicht ein bisschen spezieller wird sein. Freude und Frieden wünsche ich euch in dieser Adventszeit und dann auch in der Weihnachtszeit. Tschüss miteinander.